Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wie ihr seht, fliegt doch schon der Belzenickel mit seinem Rudolf und seinem anderen Tier über den Himmel. Wir haben Weihnachten. Ja, auf Pelzig ist der Weihnachtsmann der Belzenickel, finde ich persönlich auch sehr geil. Gut, erster Weihnachtstag, beziehungsweise in der amerikanischen oder anglistische Engländer, in der englischsprachigen Länder ist das Weihnachten. Perfekt. Fest des Wintersterns. Was läuft so in der Glotz? Lebe vom Land. Hast du jemals Bedürfnis, durch den Müll von deinem Nachbarn zu stöbern? Pfui! Hey, wenn ich das glücklich mache, dann macht das wenigstens still und heimlich. Wenn ich jemanden dabei beobachte, wird die Person ein bisschen arge wiederzei und sich von dir abwende. Außer sie steht auch auf so etwas. Interessant! Morgen wird es wunderschön und sonnig mal wieder. Okay. Gut. Dann hier rum. Kann ich nicht verstehen, wie er sowas erwidern kann. So, jetzt haben wir noch die gute CDs rausgefischt. Gleich mal rein. Und dann schauen wir mal, wie das heute mit dem Fest des Wintersterns abläuft. Weil, generell haben wir ja ordentlich was zu tun, eigentlich wieder diese Standardsache. Jupp, dann hier, zack und... Oh, natürlich, das machen wir dann später nochmal. So. Jetzt kann ich ja wieder die Resel melken mit der großen Ziegemilch, die uns auch das Gewächshaus beschafft hat. Und hier. Hier. Und nochmal über die... Wie heißt du dann? Die Ingrid nochmal drüber gehen. So. Perfekt. Dann das Do hier, wo es hier gehört. Die zwei Milche hier rein. Und die andere Milch noch Do hier. Und dann haben wir Do bestimmt auch noch genug Schampel. So. Genau, das Entenei. Ne, das mag ich jetzt nicht gerade essen. Vor allem nicht roh. Alter, wer petzt sich einfach ein rohes Entenei rein? So, du wirst auch nochmal gestreichelt. Und weiter geht's. Dann machen wir die zwei Eier schon mal auf Abruf. Und Rei. Und das auch noch Rei. Perfekt. Dann holen wir uns noch unser Kohle. Ohne die gut Aktivkohle geht hier auch nichts. So, warte mal. Wenn wir bei der Gelegenheit schon mal sind, hole ich mir auch mal hier schon mal Eisenerz. Dann können wir nämlich die gleich zuerst machen, die zwei Eisenbarren. Gut. Die zuerst. Gold kommt dann noch. Dann unser Gewächshaus natürlich. So. Und... Na, mal wieder in die Pampa gegossen. Sense. Dann ist nämlich auch der Weze wieder gut. Oh, da sind noch ein paar Frühlingssachen rausgekommen, wie ich sehe. Oh, alter Ackermann. Was machst denn du wieder von Quatsch? Ja genau, Pastinake sind wir wieder Kummer. Unser Fest des Wintersterns hat am Stadtplatz angefangen. Okay. Ja, das kennen wir ja. Pastinake waren ja unser erste Billigsaat, könnte man sagen, die wir für 20 Gold beim Pierre kriegt haben, die uns direkt am Anfang gut weitergeholfen haben. Ohne die Pastinake am Anfang geht man gar nicht durchstehen, wo wir jetzt stehen. Deswegen, von denen werde ich auch im nächsten Jahr wieder viel Kaffee im Frühling, damit wir von dem Kruscht wieder gut was einpflanzen können. So, dann ernten wir noch Mais und Aubergine. Wie sich das gehört. Zack, zack. Sehr schön. Und hier wieder voll machen. Und hier schön drüber gewackelt. Perfekt. So, 14 Uhr hat er, glaube ich, gesagt, das ist das Maximum, wo es dann geht, ne? Deswegen können wir jetzt auch den Kruscht hier verkaufen. Wegen meiner Reserve. Mir nur noch 3 silberne Aubergine. Ist nicht so gut. Machen wir 5 und machen 2 von der Ephemerei. Der Rest kann fort. Genauso wie der Weze. Und die Winterwurzel machen wir auch nochmal fort. Gut. Goldbarre kommen hier rein, wo sie hier gehören.
Hier rahmen wir auch noch mal kurz auf. So. Jetzt gucken wir nochmal flott, weil die Produktion sollte eigentlich noch fertig werden. Zumindest die Produktion. Das ist auch nicht verkehrt. So, so. Dann hole ich mir doch schon mal die Siggi. So. Komm mal her, Siggi. Wir müssen jetzt nämlich hier nochmal ein bisschen warten, bis das Zeug fertig ist, damit ich die zweite Produktionsreihe noch in Auftrag geben kann. So. In Auftrag geben, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen überformuliert. Unser Geschenk für Caroline haben wir jetzt auch nochmal dabei. Das ist auch gut. Und hier brauchen wir nur noch das Entenei reinzuhauen. Genau. So, perfekt. Dann war es das wieder. Alter, wie die da rumwackelt. So, dann kommt das wieder da hoch, wo es hingehört. Dann fort kommt Käse und Mayo. Rein ins Loch kommt wieder die Aktivkohle und hier noch die Eisenbacher passen jetzt in Nimi rein. Dann machen wir die Smaragde einfach mal woanders hier. Wo habe ich dann mal Rubine und so gebunkert? Hier, da können doch genauso gut die Smaragde rein. So, okay, gut. Dann feiern wir mal Weihnachten. Und ab in die Stadt. So, schön sieht's aus. Die Musik ist ach geil. Ja, hoch können wir leider nicht. Ah, das macht so richtig kalte Gedanke gerade. Willkommen zum Fest vom Winterstern. Hey, zeigen wir uns dankbar fürs Glück in dem Jahr. Vergessen wir ja Säuer für den Tag und entspannen euch. Ah, jo. Ich bin immer noch verärgert, dass ich beim Eisfischen nicht gewonnen habe. Die ist auch gar nicht nachtragend. Was für ein schöner Baum. Willst du die gern vom Winterstern her? Ah, jo, natürlich. Im Nachthimmel vom Winter gibt's einen hellen Stern, der nur von dem Tal aus sichtbar ist. Keiner weiß warum, aber in alten Zeiten sind Menschen von nah und fern zusammengekommen, um ihn sicher anzugucken. Die haben geglaubt, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück segnet werdet. Manche behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht, bekannt als Sternenfallfrucht, irgendwie mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Okay. Guten Tag. Klinik, ja, okay, da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf gehen. Jetzt mal wieder ein bisschen abseits. Ich gehe zu der Zustoß, aber ich glaube nicht, dass ich so willkommen bin. Och, der tut mir echt immer leid, der Typ. Das ist dann schon etwas blöd, wenn man da von der Gemäh ein bisschen ausgeschlossen ist und dann so außerhalb jedes Mal stehen muss. Schade eigentlich. Was sagt das Seppel? Zeit mit der Familie zu verbringen kann auch anstrengend sein. Okay. Das Jahr kriege ich vermutlich wieder einen Werkzeugkasten. Der muss wohl einen hohen Verschleiß haben, deine Dinger. Howdy, Ackermann, du bist in unserer Familie dich willkommen, falls Gesellschaft brauchst. Hallo, Ackermann. Sonst kommt nix? Na gut. Ah, das ist aber schön gemacht hier mit dem Baum, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Sieht schön aus. Ich bin dankbar für meine Gitarre, mein Skateboard und meine Familie oder so. Also ich muss sagen, als Kind und Jugendlicher fand ich natürlich an Weihnachten immer die Geschenke am größten. Können wir die Geschenke jetzt auspacken? Aber mittlerweile geht es mir eigentlich hauptsächlich noch ums Essen. Ich koche dann immer so 3-Gänge-Menü für die Familie. Deswegen muss ich sagen, Weihnachten fällt mir richtig gut, wenn es dann so ordentlich zu essen gibt. Es ist wirklich keine gute Jahreszeit für eine Diät. Ne, das definitiv nicht. Oh, hallo. Ach du beide Güte, ist ja nicht kalt. Wir haben Minusgrade. Vielleicht ist er für irgendeinen dummen Stern. Blödsinn. Oh, nett, dass der wieder so festlich drauf ist. Ich hoffe, es wartet eine neue Kamera für mich und am Seelenbaum. Oh, okay. Seelenbaum. Geil irgendwie. Ackermann, was willst du das Jahr unterm Seelenbaum finden? Paar stylische Stiefel, sagen wir mal, eine Gießkanne. Denkst du nur an die Erbe und nie ans Vergnügen? Klingt nicht besonders lustig. Gut, dass ich dich nicht beeindrucken will.
Ich bin dankbar dafür, dass es das hier keine medizinische Notfälle gegeben hat. Gas hat mir gerade etwas mit seiner handgemachten Zuckerstange erzählt. Oh je, ach so ein Langweiler. Es ist eine feine Kunst, die Herstellung von Zuckerstange. Du musst wirklich überall noch am besten Zutaten Ausschau halten und die bekommt man also das nicht so einfach. Der labert immer noch. Ich benutze normalerweise Ringfrüchte von der Farninsel von meiner Premium-Stange wächst. Du kannst hellrote Farbe einfach nicht toppen. Und es ist alles natürlich. Oh Gott, er babbelt immer noch. Oh, willst du das Geheimnis hinter meine Deluxe-Doppelstange erfahren? Aber du musst mir versprechen, das absolut geheim zu halten. Es ist ein Tropfen Vanille im weißen Teil, der die Kirschgeschmack ergänzt. Klar, Pfefferminz ist der Standard und davon mache ich auch eine Menge. Du siehst so aus, als tätst fast einschlafen. Alles in Ordnung? Ja, fast, du Langweiler. Er hat wohl einfach zu viel von seinem Zimteierflip. Ah, hallo Ackermann. Es ist schon ziemlich kühl, was? Das hat so der Winter an sich, vor allem wenn überall Schnee ist. All die glückliche Familie, aber für mich ist es nur ein weiteres einsames Jahr. Da hätten wir auch die typische Winterdepression hier am Tisch. Ich kenne ein paar Leute, die an Geister und Magie klagen, aber ich habe noch nie etwas gesehen, was ich nicht durch Wissenschaft erklären wäre könnt. Okay. Ja, die kriegt jetzt erstmal ein geheimes Geschenk. Hier, das Sommerschmuck. Oh, du bist's also. Oh, Sommerschmuck, danke. Was krieg ich von ihr? Oh. Da kommt schon... Ah, Maru könnte hier mein geheimer Wichtel sein. Nicht schlecht. Mutter. Ja, mit Pierre und mit Abigail habe ich leider noch nicht gerettet. Hey, Ackermann, ich bin das hier dein Wichtel. Hier, pack's aus. Und was gibt's? Hoho, was immer. Oh, ein Rubin. Ah, nicht schlecht. Du erhältst Rubin. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Ja, du mach ich einen Katzenmund vor lauter Fred. Aber wer tät sich nicht früher einfach mal ein Rubin geschenkt zu kriegen? Alter, hallo? Mal total geil, einfach mal ein Rubin geschenkt zu kriegen. Meine Verkaufszahlen sind in die letzte Zeit phänomenal. Alles dank dem Fest des Wintersterns. Ah, Feiertage sind gut fürs Geschäft. Ich frage mich, ob ich ein paar mal neue erfinden könnte. Alter, das ist ach so ein richtiger geldgieriger Typ. Es geht doch nichts über ein ordentliches, heißes Festmahl an einem kalten Wintertag, oder? Ja, vor allem, wenn man im Winter draußen ist. Ich glaube, damit hätte ich mit aller gerettet, es sei denn, der Zauberer findet sich noch irgendwo. Die Claire noch, die Jess. Oh, Geschenke! Okay, der Standard-Klassiker unter den Kindern. Okay, ansonsten hätten wir hier alles erledigt. Der Zauberer ist hier auch nicht auffindbar gerade. Steht auch nicht mysteriöserweise auf dem Friedhof rum, der Typ. Na gut, dann hätten wir es eigentlich. Die Musik finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Aber ich denke, das war es jetzt tatsächlich. Ich habe mit aller gerettet. Ich habe mein Geschenk überreicht. Caroline dürfte zufrieden sein. Jo, die habe ich mal gleich auf 4 hochgepusht. Schön. Der Zauberer findet sich hier leider nirgends. Mit den Leuten kann ich nämlich babbler. Nö, das war's dann. Ich habe mit jedem gerettet. Zauberer ist nicht auffindbar. Und am Seelebaum kann ich auch nichts mehr robben oder sonst was. Gas hat auch seine langweilige Geschichte fertig erzählt. Und das war's dann. Also für die Viertelstunde muss ich jetzt auch nicht nochmal extra eine neue Episode anfangen. Von daher mache ich den nächsten Tag auf jeden Fall gleich mit. So, das ist wieder vorbei. Ein Diamant ist wieder ausgespuckt. Perfekt. Her mit dem Zeichen, her mit dem Zeichen und her Tode mit. Und neue Runde Goldbarrer. Super Sach. Dann ist Moje Clint dran mit seinem Geburtstag. Der steht aber, glaube ich, auch total auf Rubine. Insofern, wischt was, machen wir den Topaz rein und schenken dem den Rubin, den ich von Maru gekriegt habe, weiter. Da müssen wir sowieso noch reinmachen und brauchen nur noch 2 Stückle Kohle.
Die Ente Mayo schmeißen wir mal durch rein. Stoff, nee, den sollte man noch nicht fortschmeißen. Die Goldbarre kommen auch wieder durch rein, wo sie hinkören. Rubine, scheiß drauf, ich gebe mir einen Diamant aus meinem eigenen Vorrat. Ich glaube, das mag der auch total gern. Gut, die Sache. Dann haben wir ja für Gas schon mal was, das ist schon ganz gut. Nicht für Gas, klar, Quatsch, für Clint. Das ist auch der letzte, der Geburtstag hat hier im Jahr. Flöt und rein in die Fall. Gut, wie gesagt, das war jetzt wahrscheinlich nur eine Viertelstunde oder so, von daher, da muss ich nicht extra fertig machen, aber fast so das Sterne-Tautaler Volksfest und so, da lohnt sich das tatsächlich, wenn ich nur die Episode mich dem Festel widme. Hätte ich im Prinzip hier auch noch mitnehmen können, da wären es 35, 36 Minuten gewesen. Weiß man als nicht, deswegen sorry. Für Mäuer wird es wieder klar und sonnig, man merkt, der Winter neigt sich im Ende zu. Geister sind immer wieder höchst unzufrieden, natürlich. An Ackermann, ich will einen Fischeintopf machen, aber dafür brauche ich einen weißen Thun. Ich weiß, dass wir schon bald nämlich zu fangen sind. Sorry, dass ich das schon so spontan kommt. Könnt ihr mal bitte einen fangen? Jo, probier mal's. Einen weißen Thun, ich habe keine Ahnung, wo man die Viecher findet. Aber das wird schon irgendwie, hoffe ich. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit im Winter. So. Den Müll können wir doch noch reinschmeißen. Und das Quarz durch rein. Die Strandschneck hier rein. Gießkann auswählen. Hühnchen füttern. Aber das Hühnchen ist da drüber. Na egal. So. Ah ja, unser Has ist erwachsen. Und hat uns jetzt auch Wolle gegeben. Du schnauft, dass ich erinnere, die Martha. So. Mümmelt sehr laut vor sich hin, die Martha. Dann schmeißen wir noch gleich mal die Eier durch rein. Und die Hasewolle kommt hier direkt rein. Obwohl ich jetzt hier von der Ingrid keine Wolle mehr krieg heute. Aber es könnte mal passieren, dass das synchron läuft. So. Hoppala. So. Der geht soweit wieder gut. Die Resel hat bestimmt keine Milch, ne? Natürlich hat sie keine. Deswegen rein mit. Und die auch noch. Do her damit. Und do nein damit. Nix mehr hier. Na gut. Dann geht's jetzt erstmal do wieder hier. Oh. Ja, das Zeug ist auch wieder gut. Perfekt. Hier haben wir nichts anderes. Oh, das sind spontan Pepperoni entstanden. Sehr schön. Könnte man uns auch überlegen, dass man das als fester Stand noch drin lassen mit der Pepperoni. Das ist gar nicht mal so dumm, muss ich sagen. Das könnte man uns gleich mal draußen als Saatgut machen. Damit man das weiter hier einpflanzen können. So. Das ist echt gar nicht mal so dumm, die Idee. Also gleich mal hier damit. Dann schauen wir, dass wir das Zeug noch eingepflanzt kriegen. Machen wir nämlich noch eine ganze Reihe Pepperoni. 5 hätten wir noch. Sehr schön. Wenn die wieder Früchte tragen, ist optimal. So. Aber ich brauche meinen Dünger dafür. So, deswegen wieder zurück. Bevor ich wieder irgendeinen Scheißdreck mache. Dünger. Ne, hier ist er nicht. Wieder raus. Dünger. 5 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wieder gut. Rein damit. Und weiter geht's. So. Gut, es braucht sowieso noch ein Weilchen. Aber wie gesagt, die dümmste Idee finde ich das jetzt eigentlich nicht. So, wieder drauf und drauf. Und sind 2, 3 und 4. So und so. 1, 2, 3 und 4. Weißt du was, doch reißen wir denn hier raus. Das sieht man nämlich aus, als würde auch nochmal Dauerfrucht entstehen.
Und das brauchen wir gerade nicht. So sieht's besser aus. Dann so, so und in die Richtung. Gut, dann kommt der Quatsch raus. Dann haben wir mit unserer Pepperoni auch schon mal gleich die südliche Begrenzung für alles. Was ich wieder von Quatsch mache. So rum. Und so rum. Dann holen wir uns auch die Tomate gleich raus vom Stock. Und gib ihm. Dann machen wir einfach mal die Reihe durch. Fertig. So. Perfekt. Und hier mal nach. Läuft. Und der da noch und der da. Der da noch. So. Rhabarber haben wir hier noch. Wisst was? Könnte man ja theoretisch 8 Glattnummern nachziehen, der Rhabarber. Dann haben wir den Stress nämlich, dass wir in die Kaliko-Wüste müssen, um das nachzuziehen. Ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Sinn. So, Rhabarber gleich mal rein damit. Gucken wir mal, wie viel da noch wächst. So, her damit. Eier. Brauchen wir nur noch Entenei. Das können wir uns gleich nochmal holen, der Stoff. Und für das brauchen wir nur noch Milch. Genau. Dann läuft die Geschichte. Auf 12 müssen wir kommen bei Rhabarber. Okay, haben wir denn? Und die Ephemerei. Gucken wir mal, was rauskommt. So, Siggi. Ich weiß, das Zeug ist wahrscheinlich wieder sofort fertig, aber trotzdem. Was wir deponieren müssen, ist der Stoff. Hier können wir gleich mal das Zeug weg. Gut. Gleich wieder zurück. Mhm. Jo, da haben wir wieder einer gut. Gut. Alle Hopf. Dann wieder Ausseher. Und da können wir unser kleines Feld einfach so nochmal anlegen. Und können das einfach mal so random noch hier machen, damit die Saat wenigstens ganz verbraucht ist. So. Das wird jetzt auch dumm. So. Okay. Dann haben wir das auch geschafft für heute. Gehen nochmal zurück. Füllen auf. Mit der Hacke drauf. Und Ahornsirup raus. Gut, gut. Sieht soweit alles ordentlich aus. Dann kann der ganze Scheiß nämlich fort. Dann hätten wir jetzt auch noch verwenden können. Na egal. Egal. So, weiter geht's. Einen Moment. Der muss erst wieder rein. So. Gut. Die Hacke haben wir noch ausgewählt. Das ist auch wieder perfekt. Yo. Hier hoch und ab in die Stadt, nachdem ich meine Krokus hier gepflückt habe. Du gehst am besten runter von der Strohsicki, das wird sonst gefährlich. So. Auf zum Clint. Der braucht jetzt nämlich sein Geburtstagsgeschenk. So, der ist für dich, Kumpel. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt, danke. Oh, das war anscheinend nicht so sein Lieblingsgeschenk. Schade. Ich hätte darauf schwören können, dass der Diamante liebt. Hätte ich ihm doch lieber der Rubin geschenkt. Na egal. Oh, geil. Iridiumerz. Perfekt. Was ist das? Kalkstein. Okay. Dann haben wir noch Golderz. Und was ist das? Basalt. Cool. Ja, geil. Iridiumerz ist echt immer gut. Das müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal bearbeiten lassen. Die ganze Kinderbagage will raus. Ja, raus mit euch. Ja, Linse, so bist doch lecker. Jetzt hau ab, du stehst direkt vor der Tür, du Knotzer. So. Gut, was kann ich denn mit der Scheine Spender? Das hier können wir spenden. Der Kalkstein und das Basalt können wir spenden. Gut, Alter. Was gibt's dann Gutes davor? Eine Bärenstatue kriegen wir dafür. So, erstmal eine Müllflattern.
Ansonsten wieder zurück zur Bushaltestelle. Siggi Ahoi. Und ich glaube, dann müssten wir eigentlich nur noch Angle gehen, ne? Jetzt gucken wir erstmal mal noch wegen Iridiumerz. Wo habe ich denn das geparkt? Wo habe ich denn das Iridiumerz geparkt? Hier ist es. Ja, guck mal, leider nur auf 4 reicht nicht, um nochmal was zu verhüten. Sehr schade. Okay, das Zeug kommt fort. Das Golderz packen wir durch. Da können wir jetzt aber nochmal 2 Goldbarren machen. Ja, finde ich sehr schade, dass Clint auf Diamanten nicht steht. Wirklich. So, dann die Bäre-Statue. Ui, das ist aber ganz schöner Oschi. Dann stellen wir doch mal hier schä in die Eckrei. Ich will gerne wissen, wie der das mit sich genommen hat, der Ackermann. Alter Falter. So. Dann können wir den Quark auch noch mitnehmen. Super Sach. Ich glaube, der weiße Thunfisch, den finden wir beim Ozean, wenn mich denn alles täuscht. Ansonsten könnte ich auch noch zu der Mine gehen. Weil ich da noch zu der Abenteurer-Gilde mag und dann den Schampel noch verkaufen möchte. Aufhängen sie auf jeden Fall. So, das heißt mit uns nichts wie ab in die... da in der Stäbruch sogar. Da ist jetzt auch nichts Tolles spontan hochgewachsen. Schade. Nur Stechpalme und ein bisschen Eisenerz. Okay, ich glaube, der Weg vom Stäbruch ist länger als von der Mine. Servus. Krieg ich erstmal das Ding hier verkauft. Und das war's. Gut, dann mache ich nochmal ganz kurz hier reingucken, was Angler angeht. Ich habe nämlich leider echt keine Ahnung, ob man das am Bergsee oder am Ozean findet, der weiße Thunfisch. So, probieren wir es einfach noch einmal. Zack. Angel raus und Ruf unter Wetter. Komm. Oh Mann. So, gucken wir doch mal, was wir da für Vieh an Land ziehen. Perfekt sogar. Und es ist ein Zwergwels. Brauchen wir denn zufällig im Gemeindezentrum? Ozeanfische, nö, brauchen wir nur Thunfisch. Wenn, dann sind das Teichfische. Der Zwergwels hat man schon. Okay. Na gut. Dann machen wir das ein bisschen anders. Gehen zu der Stadt zurück. Und ich angel mir meinen weißen Thunfisch am Ozean. Ich probiere es zumindest mal. Dumm. So rum. Genau. Der Herr Philosoph wieder. Ansonsten haben wir hier nichts. Bisschen gemischte Saat. Ah ja, wieder Nautilus-Muschel. Die hole ich mir doch auch wieder gerne. Die sind relativ selten, die Dinger. Willi macht Feierofen. Und wir flattern hier nochmal ein bisschen die Krabbefalle. Warte mal. Krabbereuse brauchen wir hier. Damit wir sie da wieder reinklatschen könnten. Na. Und hier wieder mit Köder. Na, so. Okay. Schauen wir mal. Ach ja, das schöne Meeresrauschen. Uiuiui, das ist aber ein ganz schöner Zappler hier. Oh, Alter. Schier noch der Fisch verloren vor lauter Schätzeangler. Oh, Alter. Nein. Nein. Scheiße. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen laut war, aber ich hasse es echt, wenn das passiert. Verdammt nochmal. Diese blöde Zappelfischer. Ja, komm schon. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Dintefisch oder sowas sein, ne? Nee. Ih, Seegurke. Alter, brauchen wir das zufällig irgendwo? Seegurke? Aquarium, nö. Nö. Nee. Schwarzes Brett zufällig? Nee. Da brauchen wir nur noch Trüffel. Da müssen wir uns noch eine Wutzkafer demnächst. Granatapfel und Hasepfot. Alle hopp.
Hä? Eine schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund des Ozeans gefunden werden kann. Würg. Und was kriegen wir hier? Es kann wieder so fies sein. Und es ist der Hering. Brauchen wir denn zufällig Hering? Sardine, Thunfisch, Buntbarsch. Bräuchte eigentlich noch einen Riffbarsch für Ozeanfischer. Nö, Hering brauchen wir auch nicht mehr. Ein Blaubarsch und ein Katzefisch könnte man noch gebrauchen. Na gut, noch einmal letzter Versuch. Ansonsten probiere ich es nochmal beim Fluss. Wenn wir da kein weiße Thun herkriegen. Es ist eine Rotbarbe. Sehr schön. Okay, dann probieren wir es einfach nochmal am Fluss. Ob man da möglicherweise einer finden. Am besten relativ in Nähe von der Schmiede. Damit wir da nämlich noch ganz gut direkt abcachen können. Also, dass wir so schnell wieder über die Lora zur Bushaltestelle und heimkommen. Boah, Alter, bleib doch, du Sauvieh! Du Scheißgeburt, Mann! Alter, regt mich das auf! Boah, nee, Entschuldigung, wenn ich dann etwas unflätig werde, aber es kotzt mich so an. Deswegen kann ich das Angeln hier auch überhaupt nicht leiden. Mache ich nur äußerst ungern, wenn irgend so blödes Vieh dann wirklich so rumzappelt. Und ich das dappische Vieh dann einfach nicht krieg. So, aber das ist halt Advanced Level. So, probieren wir es einfach nochmal. Und letzter Versuch. In der Hoffnung, es möge kommen. Und... komm schon. Sausack. Es ist... ein Hecht. Na gut. Vielleicht doch noch einmal. Zumindest bis 20 Uhr. Das war so auch mal Overgrenz. Dann sind wir auch bei gut 35 Minuten circa, wenn ich mit allem fertig bin, glaube ich, bei der Episode. So, komm schon. Aber die Schätze möchte ich eigentlich trotzdem noch haben. Gehen wir ein bisschen weiter noch over, dann kriege ich dich nämlich mit. Doch nicht mit Schatz. Nur ein Barsch, okay. Dafür flatter ich erstmal einen Klint an Müll und kriege jetzt zerbrochen die CD. Wie im richtigen Leben. Und das schmeiße ich dann in meinen Recycling-Container und dann läuft die Geschichte. So. Gott, ist das alles hier hell. Da habe ich wirklich für gutes Licht gesorgt, muss ich sagen. Okay, desto. Und da hat man noch Müll vom Strand, genau. Müll und zerbrochen die CD. Dann schauen wir mal. Hier kann noch das ganze Reihe Rotbarbe. Erinnert mich jedes Mal an die Römer, die total auf Rotbarbe gestanden haben. Und Handy, zumindest wird es bei Cicero so beschrieben, dass manche dekadente Bürger eine Rotbarbe wirklich Juwele umgehängt haben, wie Ohrringe und mit Juwele drauf und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben die Römer total drauf gestanden, Rotbarbe zu kochen, und zwar lebendig in heißem Wasser, so wie man Hummer kocht, weil wenn die Rotbarbe so sterben im Kochwasser, dann gibt es anscheinend ein sehr schönes Farbspiel im Wasser, worauf die Römer auch sehr gestanden haben. Ist schon etwas pervers, das Ganze. So, morgen hat erstmal niemand Geburtstag, das heißt, für die nächsten 2 Tage, für die nächste Episode übermorgen, können wir einfach nur das Jahr kommen lassen, das Jahr in Ruhe ausklingen lassen. Und ja, dann beenden wir das Jahr in der nächsten Episode. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.